2 heures. Chacune et chacun ont pu exprimer leurs vœux. Nous avons ensuite mené une discussion globale et c'est dans une ambiance constructive que le Collège est parvenu à la décision suivante. Monsieur Berset reste au département de l'Intérieur. Monsieur Parmelin reste au département de l'Économie. Madame Amherd reste au département de la Défense et des Sports. Madame Keller-Sutter change pour le département des Finances. Monsieur Rushdie reprend le DTEC. Madame Baum-Schneider reprend le département de Justice et Police. Et moi-même, je continue dans mes fonctions au sein du DFAE. Nous nous sommes basés pour cette décision aussi sur des critères tels que l'instabilité géopolitique actuelle et la nécessité de garantir une continuité dans la gestion des dossiers difficiles de politique intérieure et extérieure. Mes deux collègues élus, mais qui ne sont pas en fonction, ont souhaité que je les présente ici devant les médias par respect de nos collègues encore en fonction jusqu'à la fin de l'année. Au nom de tout le collège, j'exprime la satisfaction d'avoir pu trouver une répartition des départements consensuelle. Chacune et chacun ont par ailleurs exprimé le plaisir de s'engager ensemble dès le 1er janvier pour relever les défis posés à notre pays. Le but de la séance, à savoir parvenir rapidement à une décision collégiale, a été atteint. C'est ce que nous souhaitions pour renforcer la confiance de la population dans notre institution. Je vous remercie et passe maintenant la parole à Madame la conseillère fédérale Keller-Sutter qui va vous parler de ses motivations pour changer le département. Ja, sehr geehrter Herr Bundespräsident, Herr Vizekanzler, sehr geehrte Damen und Herren Medienschaffende, ich werde Ende Jahr das Justiz- und Polizeidepartement nach 4 Jahren verlassen. Es war eine spannende Zeit, eine herausfordernde Zeit und ich möchte an dieser Stelle zuerst allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Justiz- und Polizeidepartement für ihre große Unterstützung und Loyalität während dieser Zeit danken. Wir haben gemeinsam in diesen 4 Jahren einiges erreicht. Erlauben Sie mir vielleicht eine Handvoll von Vorlagen, Beispielen hier zu erläutern. Eine der wichtigsten Abstimmungen in dieser Legislaturperiode war jene über die Begrenzungsinitiative. Sie wissen, dass wäre sie angenommen worden, hätte sie die Kündigung der Personenfreizügigkeit zur Folge gehabt. Es ging also darum, den bilateralen Weg zu verteidigen, einmal mehr zu verteidigen. Das war ja schon so bei der Schengen-Abstimmung. Und Sie wissen, ich habe mich mit viel Herzblut in den vergangenen 4 Jahren für diesen bilateralen Weg eingesetzt, damit wir die guten Rahmenbedingungen in der Schweiz für den Wirtschaftsstandort und für unsere Arbeitsplätze erhalten können. Die Initiative wurde dann deutlich abgelehnt, auch weil es gelungen war, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbände zusammengearbeitet haben. Und weil es war auch wichtig, dass der Bundesrat den Willen hatte, das inländische Fachkräftepotenzial zu stärken. Ich erwähne auch die Aktienrechtsreform, die etwas auf der Kippe stand, als ich angefangen habe. Das war ein komplexes Vorhaben. Ich könnte Ihnen nicht mehr auswendig alles erklären, was wir dort beschlossen haben, aber es ist die erste Aktienrechtsreform nach 30 Jahren, die gelungen ist, und sie war wichtig für den Wirtschaftsstandort. Dann, das ist vielleicht in der Öffentlichkeit damals etwas untergegangen, diese Aktienrechtsreform, weil man vor allem über die Konzernverantwortungsinitiative gesprochen hat. Das war ein sehr emotionales Thema, das viele Menschen im Land bewegt hat und immer noch bewegt. Und mir war es wichtig, dass sich auch der Bundesrat klar zum Schutz von Mensch und Umwelt bekennt. Und es war mir wichtig damals, Sie können sich erinnern, dass wir eine Lösung finden, die international abgestimmt bleibt. Wie Sie wissen, hat der Bundesrat gerade letzte Woche die Entwicklungen in der EU diskutiert.
und hat dabei bestätigt, dass wir international abgestimmt bleiben wollen. Ich erwähne auch eine Abstimmung, die wir verloren haben, jene über die elektronische Identität, die EID. Wir haben aber dann sofort die Arbeiten wieder an die Hand genommen. Wir haben ein neues Modell erarbeitet. Sie wurden auch letzte Woche über den Stand informiert. Die Vernehmlassung ist durchgeführt. Das Projekt ist gut angekommen. Es ist aufgegleist. Im EOPD geht es aber auch um Fragen der Sicherheit. Ich denke beispielsweise an die PMT-Vorlage. Auch hier hatten wir eine Volksabstimmung zu diesen neuen Maßnahmen gegen Terrorismus. Dann haben wir auch kürzlich etwas unter dem Radar vielleicht der Öffentlichkeit einen nationalen Ausschuss bei Terror, den sogenannten NATA, geschaffen. Hier geht es darum, dass sich bei einer Terrorlage Bund und Kantone bei der politischen Führung und der Kommunikation wirklich auch absprechen. Wichtig war mir persönlich auch die Vorlage Phenotyping, die DNA, die helfen soll, ungelöste Verbrechen eben aufzudecken. Sie wissen, jene, die mich kennen, dass mir der Kampf gegen die häusliche Gewalt und die sexuelle Gewalt, beide Themen sind mir ein großes Anliegen, schon immer, überhaupt in meiner politischen Arbeit. Schon als Gemeinderätin habe ich mich damit beschäftigt, dann natürlich als Regierungsrätin. Und wir haben ja im Frühjahr 2021 eine Roadmap zur häuslichen Gewalt verabschiedet, gemeinsam mit den Kantonen. Jetzt im November haben wir eine Veranstaltung gehabt zur sexuellen Gewalt, wo alle Akteurinnen und Akteure, die irgendwie involviert sind, am Tisch waren. Und wir möchten auch hier zusammenarbeiten, damit man die Opfer von sexueller Gewalt besser betreuen und besser schützen kann. Dieser Dialog soll die Revision des Sexualstrafrechts ergänzen. Sie wissen, diese Revision wird im Moment im Parlament diskutiert und unabhängig davon, welches Modell sich am Schluss durchsetzen wird, ob Ja ist Ja oder Nein ist Nein, diese Revision erachte ich als einen Meilenstein, weil die Nötigung als Voraussetzung für eine Vergewaltigung wegfällt. Das war vor einiger Zeit noch undenkbar. Dann möchte ich auch noch etwas sagen zum Krieg in der Ukraine. Dieser Angriffskrieg hat dieses Jahr natürlich besonders geprägt, nicht nur in meinem Departement, aber vor allem natürlich im EOPD. Russland hat mit diesem Angriffskrieg große Fluchtbewegungen innerhalb von Europa ausgelöst, auch Fluchtbewegungen in die Schweiz. Sie wissen, tausende Ukrainerinnen und Ukrainer, vor allem Frauen und Kinder, sind in die Schweiz gekommen. Und der Bundesrat hat zum ersten Mal überhaupt entschieden, den Schutzstatus S zu aktivieren. Wir haben uns hier mit der EU koordiniert. Wenn wir anders entschieden hätten, dann wäre das Asylsystem in kürzester Zeit zusammengebrochen. Da wir diesen Status zum ersten Mal anwenden, habe ich bereits im Sommer den Auftrag gegeben, ihn zu evaluieren. Es liegt ein Zwischenbericht vor, dieser wurde ja auch veröffentlicht. In den letzten Monaten verzeichneten wir in Europa auch eine Zunahme der ordentlichen Asylgesuche, auch in der Schweiz, obwohl die Lage und eben auch die Zahlen in der Schweiz viel geringer sind als im Ausland. Und weil diese Zunahme mit dem Ukraine-Krieg zusammenfällt, haben wir natürlich vor allem im Bereich der Unterkünfte eine angespannte Situation. Das ist aber primär eine logistische Frage, an der das SEM zusammen mit den Kantonen arbeitet. Ich möchte an dieser Stelle den Kantonen herzlich danken. Die Kantone waren nicht nur im Asylbereich, sondern auch im Polizeibereich in vielen Themen ganz wichtige Partner, weil die Zuständigkeitsbereiche natürlich sehr breit sind der Kantone. Und ich konnte gerade vielleicht auch als ehemalige Regierungsrätin jederzeit auf sie zählen. Nun, ich war gerne Vorsteherin des EOPD. Ich werde diese Zeit in guter Erinnerung behalten. Ich habe auch viel gelernt. Jetzt hat mir der Bundesrat die Verantwortung für das Finanzdepartement anvertraut. Ich freue mich über dieses Vertrauen, das der Bundesrat mir damit ausgesprochen hat, und ich freue mich auch darauf, diese neue Aufgabe anpacken zu können.
aber es ist eine schwierige Aufgabe. Ich habe großen Respekt vor diesem Wechsel und ich werde mir die Zeit nehmen, die es braucht, um mich gründlich in die neuen Dossiers einarbeiten zu können. Wir haben uns gerade in den letzten Monaten intensiv im Bundesrat mit der Finanzpolitik beschäftigt und es ist klar, dass es hier relativ rasch Entscheide braucht. Und diese Entscheide werden nicht schmerzfrei sein, die werden schwierig sein. Das wird auch Auseinandersetzungen sicherlich geben zwischen den Departementen, aber es wird natürlich auch schwierig sein, überhaupt gemeinsam einen Weg zu finden. Meine Erfahrung vom politischen Handwerk her ist die, dass das nicht mit der Brechstange geht, sondern dass man gemeinsam hier Lösungen erarbeiten muss. Hier bin ich auch angewiesen auf die Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat. Es sind auch verschiedene Steuerreformen unterwegs. Es wird schon bald eine Verfassungsabstimmung geben über die Mindestbesteuerung, diese OECD-Mindestbesteuerung. Dann ist jetzt in der Vernehmlassung die Individualbesteuerung. Auch das wird eine große Vorlage sein. Ich möchte es nicht unterlassen, an dieser Stelle meinem Kollegen Bundesrat Ueli Maurer herzlich für seine große Arbeit und seinen Einsatz zu danken für eine solide Finanzpolitik. Ich möchte diese Arbeit weiterführen. Ich denke, dass ich jetzt dieses Departement übernehmen durfte und der Bundesrat mir diese Verantwortung anvertraut hat, ist auch ein Ausdruck davon, dass hier Kontinuität herrschen soll und dass ich auch diese Arbeit von Bundesrat Maurer weiterführen möchte. Ganz wichtig ist mir auch, in diesem Departement mit den Kantonen arbeiten zu können, weil auch hier meine ich, sei das die Aufgabenteilung oder seien es andere Fragen, gerade jetzt diese OECD-Steuerreform hat es gezeigt, dass es sehr wichtig war, sich hier mit den Kantonen zu verständigen. Damit komme ich zum Schluss, mais avant de conclure, j'aimerais encore une fois remercier toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs au DFJP qui m'ont accompagnée pendant ces 4 ans. Ça ne sera pas facile pour moi de dire au revoir, mais je me réjouis aussi de travailler avec les collaborateurs et collaboratrices au DFF. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und beantworte gerne Ihre Fragen. Merci Madame la Conseillère fédérale. Nous ouvrons vos questions. Monsieur Dri aussi. Signor Presidente, in questi giorni è stato espresso l'auspicio da sinistra di un arrocco fra lei e Alain Berset con i rispettivi dipartimenti. Lei poco fa ha parlato dell'importanza di avere continuità nei dossier portati avanti in politica interna ed estera. È pur vero che presumo che qualche tentazione o motivo per lei di cambiare dipartimento e andare al Dipartimento dell'Interno non mancasse, non fosse altro per il fatto che lei si è occupato di salute pubblica in quanto medico cantonale. Parto dunque dal presupposto che l'importanza della continuità ha pesato di più rispetto ad eventuali altri incentivi a cambiare e arrivo alla domanda, significa che lei è convinto e determinato a chiudere la nuova pratica europea magari in tempi relativamente brevi? Sì, grazie per la domanda. La determinazione non è solo mia, ma è di tutto il Consiglio federale, anche nella sua nuova costellazione. Il Consiglio federale è cosciente della necessità di stabilizzare e possibilmente allargare le nostre relazioni con l'Unione Europea. Ogni mese che passa, ogni anno che passa, sentiamo anche una crescente pressione sul piano interno e quindi la determinazione è forte sia mia che in tutto il collegio. Nel tener conto, nel definire i criteri in base ai quali tener conto degli interessi della Svizzera, certamente c'erano le competenze individuali, ma ha pesato di più la continuità dell'azione politica nell'interesse della Svizzera. Merci, Monsieur Emery. Oui, Monsieur le Président, vous avez dit que c'était une décision collégiale, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de vote? C'est juste, Monsieur, c'était une décision consensuelle du collège qui, après une discussion d'environ 2 heures, est arrivée à cette conclusion. Monsieur Knell-Wolf. Sie haben gesagt oder durchblicken lassen, dass die beiden Neuen zufrieden sind. Ist auch Herr Berset zufrieden?
Ich habe es Ihnen gesagt, es war eine vertiefte Diskussion über etwa 2 Stunden und wir sind zum gemeinsamen Entscheid, den ich Ihnen vorgestellt habe. Monsieur Burkhardt. Am Anfang dürfen ja alle Bundesrätinnen und Bundesräte ihre Wünsche äußern. Haben heute alle Weihnachten gehabt oder gibt es Leute, denen man die Wünsche nicht erfüllt hat? Nein, es ist so, das Gesetz sieht es auch vor, dass die Wünsche erfüllt werden zu Beginn der Sitzung, aber das im Lauf der Diskussion natürlich muss man sich finden für eine gemeinsame Lösung im Interesse des Landes und das ist heute gut gelungen. Prochaine question, Monsieur Beuglin. Une question pour Madame Keller-Souter. Les budgets dès 2024 sont annoncés dans le rouge. Quelles sont déjà les solutions auxquelles vous pensez pour résoudre le problème? Alors, vous voyez, si je savais déjà comment faire, alors il n'y a pas de solution miracle encore. Non, vous savez, je crois que ça a été annoncé aussi que le Conseil fédéral va parler de la question en janvier 2023. Et ceci, pas parce qu'on ne voulait pas faire d'économies ou prendre de décisions, mais parce qu'on veut attendre les décisions du Parlement. Vous savez qu'il y a maintenant le contre-projet pour l'augmentation des primes des caisses maladie. La solution du Conseil national est très chère. Vous avez vu que le Conseil des États n'est pas entré en matière, alors ça change la donne. Vous voyez, ça change aussi les chiffres avant tout pour le plan financier et pour le budget 24. Alors, je crois que le premier pas, ça sera vraiment de trouver une solution pour avoir un budget 24 qui est conforme aux freins à l'endettement. Et ça sera déjà un défi, mais pour ça, il faut d'abord attendre les décisions des 2 conseils. Il y a aussi un autre projet où le Conseil des États n'est pas entré en matière, c'est celle de la déduction des primes de caisse maladie, des impôts directs. Et vous voyez, ça change la donne. Alors, on va faire un bilan le 21 décembre, ça sera la dernière séance du Conseil fédéral, et puis on aura déjà un peu les chiffres. Mais je vous dis franchement, ça va être très difficile, pas seulement en 24, parce que si vous regardez comment se développent les finances publiques, aussi 25, 26, ça va être difficile. Aussi, d'ailleurs, la contribution de la Banque nationale ne viendra pas. Alors, on avait calculé avec ça. Alors, il faudra vraiment, ici, comme je l'ai dit, aussi avoir la volonté de la part de tout le monde de trouver des solutions. Merci, Monsieur Eberli. Merci, Monsieur le Président. Vous avez souligné que le choix qui a été fait, c'est pour garantir une stabilité dans la gestion de dossiers difficiles en politique intérieure et extérieure. Or, il y a un dossier qui concerne les 2 politiques, qui est la question énergétique. C'est M. Rushdie qui va devoir s'occuper de cela. Or, justement, il n'a pas d'expérience. Est-ce que ça, ce n'est pas un élément qui a effrayé le Conseil fédéral ? Non, bien au contraire, M. Rushdie a une grande expérience dans ce domaine et c'était bien une des raisons pour lesquelles le Collège a décidé de lui attribuer ce département. Depuis 11 ans, il est dans la commission parlementaire qui s'occupe de ces éléments-là. Il est lui-même de formation ingénieur environnemental. Il sait donc, il connaît bien cette matière, il sait de quoi il parle, il s'en occupe depuis 30 ans. Cet élément-là a été un élément lourd dans la décision du Collège. Monsieur Kocher. Peut-être une question quand même, Monsieur le Président de la Confédération. On est au lendemain de l'élection. Est-ce que ce Conseil fédéral va être le Conseil fédéral, comme on a pu l'entendre ou le lire dans la presse, des campagnes, des minorités latines, des cantons receveurs, ou est-ce que vous pouvez répondre un peu à ces angoisses? Oui, bien sûr, volontiers. Écoutez, je ne crois pas qu'on puisse tout simplement catégoriser le Conseil fédéral de cette manière. Moi, je suis italophone, je représente évidemment d'un point de vue culturel la communauté linguistique italienne, mais je suis un conseiller fédéral et un président de la Confédération pour toute la Suisse, et je crois l'avoir démontré cette année même sur le plan international. Donc, chaque membre du collège est un membre du collège suisse et doit s'occuper de toute la Suisse. Évidemment que les sensibilités, non seulement partiques, mais également régionales, géographiques, se font sentir, mais c'est ça la richesse du collège. Monsieur Grosjean. Une question pour Madame Keller-Souter.
On avait reproché à Uli Maurer, quand il a repris les finances, d'avoir quitté son département sans avoir fait passer l'avion de combat. Est-ce que vous, on ne va pas vous faire un reproche similaire de quitter votre département alors que la Suisse affronte une grave crise de l'asile? En fait, vous confiez les rênes à une nouvelle conseillère fédérale au milieu d'une grande crise. Est-ce que ça ne vous travaille pas et puis vous dites « Oh, je pars aux finances » Non, franchement, ça ne me travaille pas parce que, vous voyez, j'ai évoqué avant qu'on a pour la première fois évoqué le statut S. Le Conseil fédéral a aussi pris la décision de ne pas le retirer jusqu'en mars 2024, c'est-à-dire que là aussi, tout est clair. En ce qui concerne l'asile, vous voyez, si les afflux étaient déterminants, je devrais rester, je ne sais pas, des décennies. Parce que finalement, vous voyez, la politique migratoire, elle a des hauts et des bas. Il y a toujours des gens qui viennent. En ce moment, c'est vrai qu'il y a un afflux plus important, mais il n'est pas plus important que dans les années avant le Covid. Vous voyez, le problème, c'est qu'il y a un cumul. Oui, enfin, il y a des années où on va s'attendre à peu près à 22 000, 24 000. Pour soi, ce n'est pas un problème énorme. Enfin, si vous regardez l'Autriche, vous avez 18 000 seulement en un mois. Hein. Enfin, je veux dire que ça, c'est vraiment une autre question. Mais ce que je viens d'évoquer, puisque ce que j'ai expliqué avant aussi, c'est que c'est avant tout une question logistique. Parce que vous voyez, vous avez le droit d'asile, il faut l'exécuter. C'est la Confédération d'une part avec les procédures, puis d'autre part, ce sont les cantons. Mais ce n'est pas une tâche où une conseillère fédérale peut encore donner ses empreintes, vous voyez, à moins qu'on change la loi sur l'asile, mais on vient de la changer. Elle est entrée en vigueur 1er mars 2019. Et ça, c'est plutôt une question logistique qui est certes pas agréable, hein, parce que c'est difficile, il faut trouver des hébergements dans les cantons, et puis la Confédération aussi. Mais là, on va encore prendre aussi avant Noël certaines décisions concernant encore des places supplémentaires pour être bien armés pour les mois à venir. D'ailleurs, les chiffres chutent maintenant un peu parce qu'il y a l'hiver, et on prend aussi les mesures qui sont nécessaires. Mais résumé, ce n'est pas une question politique, je veux dire que les marques politiques ont été marquées, pour ainsi dire, mais maintenant c'est une question d'exécution. Et puis ça, vous voyez, ça peut vous arriver. Ma successeur, dans 2 ans, peut avoir nouveau un État tranquille, et puis 2 ans plus tard, ça peut nouveau créer des afflux, parce qu'il y a à peu près 80 millions de personnes qui sont en fuite. Hein. Et puis il y a beaucoup de monde qui veut venir en Europe. Merci. Madame Imboden. Herr Bundespräsident, Sie haben gesagt, dass Sie bei der Zuteilung der Departemente auf die Kontinuität der bisherigen Politik gesetzt haben. War es kein Thema, dass der zukünftige Umwelt- und Energieminister die bundesrätliche Klimapolitik frontal angegriffen und kritisiert hat und im Parlament mit seinen Mandaten aus der Erdölindustrie und den Autoimporteuren auch relativ einseitig deren Interessen vertreten hat? Wir haben selbstverständlich auch über die vergangenen Aufgaben und die vergangenen Kompetenzen der neuen Mitglieder gesprochen. Für die eine war vor allem auch eine Regierungsratkompetenz, die sie mit sich bringt. Und für Herr Rösti war natürlich auch seine frühere Tätigkeit. Vergessen Sie dabei nicht, dass nicht jeder Bundesrat, jede Bundesrätin entscheidet alleine für sich, sondern dass es immer ein kollegialer Entscheid der Regierung ist. Und sobald man gewählt ist in diesem Gesamtbundesrat, dann ändern sich die Spielregeln auch für jeden Einzelnen von uns. Und wir müssen eine andere Art und Weise der Tätigkeit haben. Denken Sie es gerade umgekehrt. Die Tatsache, dass jemand mit Kompetenz kommt und mit einer anderen Meinung hat und die Meinung des Bundesrates dann vertreten muss, auch eine Hilfe sein können, weil er hat einen besseren Zugang zu der Opposition an diese Idee. Und das sind auch Überlegungen, die wir gehabt haben. Monsieur Zala. Della ripartizione dei dipartimenti, se non erro, di solito si discute nella prima sessione ordinaria dopo le elezioni. In questo caso si è deciso di farlo in una riunione straordinaria.
È sorpreso che sia andato così liscio, così veloce ed è un buon segnale per la Svizzera. Direi tre cose. La prima, che la legge è chiara a questo proposito. L'articolo 35 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione dice che il Consiglio federale procede immediatamente dopo le elezioni a una ripartizione dei compiti, ma contemporaneamente dice anche che soltanto nella prima seduta ufficiale questa decisione sarà formalizzata. La tradizione è questa ed è anche importante che sia così. Pensi che da un lato occorre che tra Natale e l'inizio delle attività, dove cambia il regime, si possa già sapere chi è responsabile per che cosa, altrimenti non si potrebbe passare dal 31 dicembre al 1 gennaio, lasciando un vuoto. Quindi da questo punto di vista avviene sempre così, è previsto dalla legge e dal regolamento. Alla seconda domanda rispondo sì, con un sì convinto. È stata certamente una discussione articolata, approfondita. Era importante strutturarla bene, era importante prepararla bene ed era importante arrivare rapidamente a una decisione, l'ho detto nelle parole introduttive, per rafforzare la fiducia della popolazione in queste istituzioni in un momento di incertezze che comunque già esistono. È importante che ci sia certezza nel governo del Paese. Monsieur Halter? Frau Bundesrätin, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie großen Respekt haben vor der neuen Aufgabe. Was ist denn das, was Sie besonders reizt am Finanzdepartement? Und vielleicht eine kleine zweite Frage. Finanzminister Maurer ist so als Sparfuchs, hat er sich einen Namen gemacht. Wie möchten Sie sich als Finanzministerin einen Namen machen? Ja gut, dann bin ich die Sparfüchsin. Also ich glaube, es gehört zum Berufsprofil eines Finanzministers oder einer Finanzministerin, die Finanzstabilität einzufordern. Und das werde ich machen. Sie wissen, dass ich eigentlich nicht Angst davor habe, mich unbeliebt zu machen. Ich habe keine Angst, auch vor Konflikten, auch wenn ich diese austragen muss. Und das wird hier nicht ganz konfliktfrei gehen, das ist sicher so. Aber was interessiert mich, es ist natürlich so, ich war vor meiner Zeit im Bundesrat, war ich in der WAC. Ich habe dort mitgearbeitet in einer Gruppe von Ständeräten, die Steuervorlage 17 gemacht haben. Vielleicht können Sie sich daran erinnern. Das war die Schattenregierung. Also das haben Sie gesagt, nicht ich. Also die Schattenregierung. Dann war ich auch in der Privatwirtschaft. Ich war in einer börsenkotierten internationalen Firma tätig, habe dort auch mit dem Finanzmarkt Berührung gehabt, mit der FINMA. Das hat mich sehr interessiert. Und dann war ich auch in einem Kanton und kenne natürlich auch, und das interessiert mich auch, die Aufgabenteilung finde ich ein spannendes Thema zwischen Bund und Kanton, Finanzausgleichsfragen. Aber ich möchte gerne an einem Ort tätig sein, wo ich auch für den Wirtschaftsstandort Schweiz einstehen kann. Oder das Finanzdepartement ist auch ein Wirtschaftsdepartement. Und es ist so, dass natürlich der Finanzplatz ist nach wie vor wichtig. 9% des BIP, glaube ich, etwa 200.000 Arbeitsplätze. Und der Finanzplatz hat eine Bedeutung auch für die Versorgung der Wirtschaft mit Liquidität, mit Krediten. Und dieses Zusammenspiel, das interessiert mich. Was mich auch besonders interessiert, das ist auch etwas, was ich nicht gerne loslasse. Das sind auch die internationalen Kontakte. Die hatte ich ja jetzt im EOPD, Innenministerkonferenz jeweils bei der EU, dort Kontakte knüpfen, die Vernetzung. Aber auch hier wird es wichtig sein, die Finanzdiplomatie. Ich gehe davon aus, dass der Standort Schweiz auch in den nächsten Jahren unter Druck sein wird. Wir haben es jetzt gesehen mit der OECD-Mindestbesteuerung. Das ist dann nicht ein Projekt, das sich die Schweiz gewünscht hat. Und dort ist es wichtig zu erkennen, wo arbeitet man mit, wie bringt man sich rechtzeitig ein, um etwas mitprägen zu können. Also es gibt viele Themen hier, die interessant sind. Eine gewisse Affinität habe ich natürlich noch zum BAZK. Das ist dann noch ein Thema, wo man also Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, da gibt es dann die Überschneidung noch mit dem EOPD, auch die Zusammenarbeit. Das Grenzwachkorps, das ist eine Sicherheitsaufgabe.
hier habe ich auch eine gewisse Affinität. Merci. Prochaine question, Monsieur Bühler. Vor 4 Jahren gab es nach der Departementsverteilung etliche Misstöne, weil einzelne Regierungsmitglieder nicht das Wunschdepartement erhalten hatten. Damals wurde, soviel ich weiß, die Anciennität höher gewichtet als gewisse Wünsche, die man hätte erfüllen können. Es galt dann als Fehlstart. Wenn Sie jetzt heute diese Sitzung bilanzieren, würden Sie sagen, sind für alle 7 bessere Lösungen gefunden worden? Ist es diesmal kein Fehlstart? Ich glaube, das kann man so sagen. Die Tatsache, dass es heute in 2 Stunden zu einer konsensuellen Einigung gekommen ist, ist ein gutes Zeichen für das Land und ein gutes Zeichen, damit die Bevölkerung Vertrauen in die Regierung hat. Monsieur Jupin. De nombreux observateurs ont estimé que dans l'intérêt et du Conseil fédéral et de la Suisse, il fallait qu'il y ait du mouvement à l'interne du Conseil fédéral. 4 des 5 ministres qui sont titulaires conservent leur portefeuille. Est-ce qu'il y a eu une discussion sur ce mouvement général à l'intérieur du Conseil fédéral auprès des anciens? Oui, monsieur, bien sûr. Il y a différentes possibilités, évidemment, de faire cette discussion et nous l'avons menée de différents points de vue. L'opportunité d'un mouvement, le risque des mouvements, l'opportunité d'une continuité, les risques d'une continuité. Au vu, encore une fois, de l'instabilité géopolitique actuelle, des soucis que la population a par rapport aux différents thèmes, que ce soit les assurances sociales, que ce soit l'approvisionnement énergétique, que ce soit nos relations avec l'Union européenne, le Collège a estimé que la continuité et la stabilité du système est plus importante maintenant que des mouvements qui peuvent avoir évidemment des chances, mais également des risques. Monsieur Häfliger. Die SVP als größte Partei kritisiert ja seit Jahren am stärksten das EOPD und die Asylpolitik. Frau Bundesrätin, Sie haben es auch mitbekommen. Es war von Asylchaos, Asylkrise die Rede, dass Sie versagen, dass Sie es nicht können. Und meine Frage ist jetzt einfach, warum gibt man dem neuen SVP-Bundesrat Albert Rösti nicht die Chance, es im EOPD besser zu machen? Gut, ich gebe schon mal einen Teil der Antwort. Ich lasse mich gerne auch ergänzen. Man hat ihm jetzt auch eine Chance gegeben, in einem Departement tätig zu sein, der ebenfalls sehr stark von der SVP kritisiert wurde. Das habe ich vorhin auch versucht zu erklären, die Energiepolitik und die verschiedenen Mobilitätsentscheide und so weiter. Jetzt hat die SVP auch mit diesem Bundesrat die Chancen zu beweisen, was sie tun kann. Und vergessen Sie noch einmal nicht, dass es kein Departement alleine Politik macht. Es ist immer eine kollegiale Regierung, die über die Eckwerte und die Prinzipien unserer Politik entscheidet. Also die Frage von Herrn Häfliger gibt mir vielleicht noch die Gelegenheit, hier einmal zu sagen, dass das EOPD nicht einfach das Asylwesen betreut. Das EOPD ist ein Querschnittsdepartement, übrigens wie das Finanzdepartement. Das ist auch etwas, was mich interessiert hat, diese Querschnittsfunktion ausüben zu können. Und ich muss Ihnen sagen, mich ärgert das manchmal. Es wird nicht mal auf die Migration reduziert, weil Migration wäre ja auch noch Freizügigkeit oder überhaupt das Ausländerwesen, Integration und so weiter, sondern es wird wirklich, es ist einfach etwas konjunkturell oder abhängig. Wenn gerade mehr Asylzahlen sind, dann ist das einfach Asyl. Aber das EOPD ist wirklich ein interessantes Departement, vor allem auch mit dem Bundesamt für Justiz. Da kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, hat man einen wichtigen Hebel im Bundesrat. Also es gibt die meisten Mitberichte wahrscheinlich aus der Finanzverwaltung und aus dem Bundesamt für Justiz, also aus dem Bundesamt für Justiz dann im EOPD, wo die Rechtmäßigkeit, die Verfassungsmäßigkeit angeschaut wird. Dann muss man auch sehen, die Rechtsbereiche, die betreut werden im EOPD, das ganze Obligationenrecht beispielsweise. Oder? Das ist wirklich sehr nahe an der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, an die ganzen Sicherheitsfragen. Und von daher gibt es wirklich viele spannende Themen. Ich habe mir heute auch überlegt, oder etwas habe ich ja erwähnt, was mir sehr wichtig ist, die Bekämpfung der häuslichen Gewalt, solche Themen, gesellschaftspolitische Themen, jetzt die Revision des Sexualstrafrechts. Und man würde diesem Departement nicht gerecht, wenn man einfach sagt, ja, das ist jetzt die Vorsteherin da, die macht einfach Asyl.
Aber vielleicht, ich sehe Herrn Odermatt, vielleicht wird mich die Weltwoche vermissen als Vorsteherin des EOPD. Jetzt haben Sie eine neue und dann gibt es mal wieder einen neuen. Hier herrscht auch Kontinuität, denke ich, oder? Nous prenons encore 2 ou 3 questions et ensuite nous concluons. Monsieur Castella. Vous avez expliqué tout à l'heure que l'UDC avait aussi beaucoup critiqué la politique environnementale et climatique et que du coup vous alliez lui donner l'occasion de montrer qu'elle pouvait faire mieux. Est-ce qu'il faut comprendre par là qu'il faut s'attendre à un virage dans la politique climatique du Conseil fédéral? Non, je pense par là qu'il faut s'attendre à ce que M. Rushdie doive présenter des propositions de loi. Pensez par exemple au contre-projet à l'initiative sur les glaciers. Doit présenter une position, celle du Conseil fédéral, qui n'est pas celle de son parti, et que ceci sera assez souvent le cas. Et donc, ce n'est pas une rareté. Monsieur Berset doit faire souvent le même dans son département. Et c'est ce qui fait aussi l'attractivité d'avoir des personnes comme ça qui puissent après créer des ponts avec ceux qui pensent différemment de la décision du collège. Monsieur Kocher. Je suis désolé, c'est toujours la même question, mais on peut imaginer que vous changiez de ligne pour aller plus du côté de M. Rushdie sur ces questions-là. On peut imaginer, comme vous venez de le dire, que vous le forciez à assumer une ligne qui n'est pas celle de son parti. Et puis ce qu'on peut imaginer aussi, c'est du surplace simplement et des blocages sur ces questions-là. Est-ce qu'on ne doit pas craindre cette troisième possibilité? Alors, bien sûr qu'on oblige chaque membre du Conseil fédéral à assumer des décisions qui ne sont pas dans la ligne de son parti, parce que le Collège fédéral, le Conseil fédéral décide dans l'intérêt du pays selon la composition du collège. Donc, il est assez souvent le cas qu'on doit présenter des idées, des propositions, des lois qui ne sont pas dans la ligne, qui sont critiquées par son parti. Mais ça fait partie de la normalité, c'est la politique, c'est le système structurel suisse. Donc, il n'y a rien de nouveau dans cela. Évidemment que la composition nouvelle du Conseil fédéral va avoir une influence sur les décisions du Conseil fédéral, mais n'oubliez pas qu'on a remplacé un UDC par un UDC, on a remplacé une socialiste par une socialiste. Donc, il n'y a pas un grand changement de composition du Conseil fédéral. Monsieur Knellwolf. Frau Baumschneider übernimmt das Departement, das Frau Keller-Sutter nicht mehr will, das zuvor Frau Sommaruga nicht mehr wollte. Es schaut so ein bisschen aus, wie die SP heute die Verliererin ist. Herr Berset wollte offensichtlich wechseln und kann nicht. Es ist jetzt niemand von der SP hier, aber was sagen Sie dazu? Écoutez, comme je vous l'ai dit avant, la décision a été articulée, approfondie. Nous avons décidé dans l'intérêt du pays pour la continuité de l'action de l'État et en tenant compte des vœux, des souhaits, mais également de la continuité de notre activité. Et donc, c'est ça le résultat. Merci. Nous concluons cette conférence de presse ici. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous souhaite une excellente fin de journée.